Ich möchte noch ein Vorwort sagen, Rad bi nekaj povedal, da Bruder Godina schon bald abreisen muss. glede na to, da bo brat Godina kmalu moral odpotovati. Ich hatte ein Jahr lang jetzt eine große Last dadurch, Že eno leto nosim eno breme, weil ich festgestellt habe, ker sem ugotovil, es gibt Gebiete mit schwachen geistlichen Ergebnissen da so področja z slabimi duhovnimi rezultati und es gibt Gebiete mit vielfachen geistlichen und zahlenmäßigen Ergebnissen. področja z mnogoterimi duhovnimi in drugačnimi rezultati. Zum Beispiel in Burundi, Naprimer v Burundiju, der Sekretär dieser großen Union tajnik te velike unije, ein geistlicher Mann und ist sehr dahinterher. je duhovni človek, ki ima veliko tega za sabo in pred sabo. Die haben das Buch auch allen ehemaligen Adventisten gebracht. So to knjigo razdelili vsem bivšim adventistom, tudi vsem bivšim adventistom. Und sie haben im März dieses Jahres In marca letos 320 ehemalige Adventisten durch eine neue Taufe erneut aufnehmen können aufgrund des Einflusses dieses Buches. so lahko 320 bivših adventistov krstili na podlagi vpliva te knjige. Sie machen dort Gefängnisarbeit Tam tudi izvajajo delo v zaporih und haben in einem großen Gefängnis schon öfter Taufen gehabt. in v enem velikem zaporu so pogosto že krščevali. Und jetzt haben sie den Gliedern, die im Gefängnis sind, die Broschüre gegeben. In sedaj so vernikom, ki so v tem zaporu, poslali knjižice Und die haben sie mehrfach gelesen und waren so motiviert, die Botschaft weiterzugeben an ihre Mitgefangenen. Ti so jih že večkrat prebrali in so zdaj pri tem in si želijo, da bi to sporočilo razdelili naprej. Sie haben dieses Jahr an einem Sabbat 21 Strafgefangene in diesem Gefängnis getauft. Eno soboto to leto so 21 zapornikov krstili. Und 35 in eine Taufklasse aufgenommen. In naslednjih 35 sprejeli v en razred kandidatov. In einer Gemeinde ist eine große Gruppe von Hörgeschädigten. Recimo v neki drugi cerkvi je ena velika skupina, ki slabo slišijo. Die also mit Zeichensprache miteinander verkehren. Naglušnih, hvala, ki se pogovarjajo z znakovnim jezikom. Die haben das Buch 3-mal gelesen. Ti so že 3-krat brali to knjigo. Und dann waren sie so erfüllt, dass sie unter den anderen Hörgeschädigten gearbeitet haben. In tedaj so bili toliko izpolnjeni s tem, da so začeli tudi z drugimi naglušnimi delati. Sie haben 25 Hörgeschädigte inzwischen getauft. Vmes so pa krstili 25 drugih naglušnih oseb. Ich habe festgestellt, die Ergebnisse in einer Gemeinde oder in einem Bezirk oder in einer Vereinigung Sklepam, da rezultati v eni cerkvi ali v nekem okrožju ali pa v celi konferenci oder deine Ergebnisse in deiner Familie, ali rezultati v tvoji družini, es hängt davon ab, wie weit wir gehen in dieser Botschaft. odvisno je namreč od tega, koliko daleč mi gremo pri tem sporočilu. Keiner kann einen anderen weiterführen, als er selbst gegangen ist. Nihče ne more nekoga voditi dlje, kot je sam šel. Ein Prediger aus Amerika, Neki pastor iz Amerike, der auch Abteilungsleiter in verschiedenen Verbänden war, ki je bil voditelj različnih unij und jetzt im Ruhestand ist. in je sedaj v pokoju. Er hat geschrieben durch das Kapitel, was jetzt kommt, was wir jetzt studieren. Je pisal nekaj, kar bomo zdaj v tem poglavju obravnavali. Seit dieser Zeit sind Siege in seinem Leben eingekehrt,
die er nie für möglich gehalten Od hat. tedaj je prišlo do zmag v njegovem življenju, ki jih nikoli prej ni mogel doživeti. Und 4 Wochen später schrieb er nochmal. 4 tedne kasneje mi je spet pisal. Er schrieb, er hat jetzt das Büchlein 6-mal gelesen. Pravi, da je 6-krat prebral knjižico. Und dann war er eingeladen In na to je bil pozvan, zur Predigt bei einem Camp-Meeting für 3000 Leute. Na enem sestanku pod šotori, kjer je bilo 3000 ljudi. Und die Broschüre hat ihm das Thema gegeben, er hat über den Heiligen Geist gesprochen. Ta knjižica mu je dala osnovo za temo, kjer je govoril o Svetem Duhu. Und er schrieb, er hat in seinen ganzen Dienst In pravi, da v celotnem svojem službovanju nicht ein solches Wirken des Geistes Gottes erlebt wie an diesen 3000 Hörern. Torej v celotnem svojem službanju ni doživel takšne izkušnje delovanja Svetega Duha. Es ist für uns Prediger ein Unterschied, ob wir in der Kraft des Heiligen Geistes predigen, ob wir Vollmacht von Gott haben. Predigar je zelo pomembno, ali mi delujemo pod močjo Svetega Duha, ali imamo njegovo pooblastilo. Und ich habe den Eindruck, Imam vtis, dass ein Schlüssel für die starken Erlebnisse, die viele haben, da je ključ za močne izkušnje, ki jih mnogi doživijo, darin ist, es mehrfach zu lesen. Se nahaja v tem, da večkrat prebiramo. Wenn ich das Interesse aufbringe, das mehrfach zu lesen, če dobim zanimanje za to, da večkrat preberem, dann verstehe ich das besser. Tedaj bom bolje razumel. Ich habe das deswegen in diese Broschüre hineingeschrieben, Zato sem to tudi zapisal v to knjigo. Als ich das erste Mal mit der Frage des Heiligen Geistes in Berührung kam, Ko sem prvič prišel z vprašanjem Svetega Duha v stik, ich hatte ein Büchlein über den Heiligen Geist gelesen, sem predtem prebral eno knjižico o Svetem Duhu, und da stand im Anhang, kjer je v dodatku pisalo, man soll das 6 bis 10 Mal lesen. Naj bi to prebrali 6 do 10-krat. Pädagogische Forschung habe erwiesen, Pedagoške raziskave so dokazale, dass solch ein wichtiges Thema nur in uns kommt und voll verstanden wird, wenn wir es so oft lesen oder hören. Ena tako pomembna tema nam pride v razum in razumevanje, če jo večkrat preberemo oziroma slišimo. Ich sagte meiner Frau, stell dir mal vor, ich sag den Gemeinden, die sollen was 6 oder 10 Mal lesen. Pa sem rekel ženi, zamisli si, bom rekel v cerkvah, naj nekaj prebirajo 6 do 10-krat. Die sagen, jetzt ist durchgedreht. Pa bojo rekli, da se mu je zmešalo. Das sagte meine Frau. Pa je moja žena rekla, wenn du dem Autor gerecht werden willst, dann musst du das wenigstens einmal machen. Če hočeš biti pravičen do avtorja, potem to vsaj enkrat moraš napraviti. Ich habe das gemacht. In sem. Und beim Beten danach das erste Mal erlebt, dass der Geist Gottes mit mir war. In z molitvijo sem kasneje doživel, kaj lahko Sveti Duh stori v mojem življenju. Denkt daran. Pomislite na to. Das Hören allein hilft nicht. Man muss es mehrfach hören, lesen, darum beten und es in sein Herz aufnehmen. Und wenn wir es im Herzen aufnehmen, können wir es weitergeben. Slišati samo enkrat ali brati samo enkrat ni zadosti. Moramo to večkrat storiti, moliti in v svoje srce sprejeti. In potem je lahko pričakovati neke rezultate. Ich bin überzeugt, dass der Herr für Slowenien eine Erweckung vorgesehen hat. Prepričan sem, da je Gospod predvidel eno prebujenje v Sloveniji. Wenn ich das höre, wie Bruder Močnik und Bruder Godina sich im Zug treffen ohne Verabredung. Ko sem slišal za to, kako sta se brat Godina in brat Močnik Miha srečala v vlaku, ne da bi bila zmenjena za to. Wie der Dwight Nelson auf der Fahrt nach Slowenien aufgehalten wird, ein bisschen zu spät kommt. In to, kako je bil brat Nelson zadržan, da ni pravočasno prišel iz
Hrvaške v Slovenijo und der Prediger nimmt die Leerlaufzeit, in pridigar vzame ta prazen čas zu werben für diese Tagung. za reklamiranje tega sestanka tukaj. Und in dem Moment kommt der Dwight Nelson In und hört das. In v tem trenutku pride brat Nelson in sliši za to. Und dann stellt er seine Predigt und spricht über den Heiligen Geist und wirbt für dieses Buch. In tedaj naenkrat spremeni temo svoje pridige in na ta način reklamira to knjižico in ta sestanek. Gott schenke eine Erweckung in Slowenien. Naj nam Bog podari prebujenje v Sloveniji. Die Erweckung beginnt in deinem Herzen. Prebujenje se bo začelo v tvojem srcu. Wir wollen nun zu dem Thema kommen, der Schlüssel zur Praxis. Sedaj pa prihajamo do teme, ki se imenuje ključ do prakse. Wenn ihr bezahlen müsstet für das, was wir jetzt reden, Če bi morali plačati za to, o čemer zdaj govorimo, das ist fast nicht zu bezahlen, so teuer ist es. Tega ne bi mogli plačati, koliko je drago. Es geht darum, wie werde ich in Gewissheit mit dem Heiligen Geist erfüllt. Gre namreč za to, koliko sem zavestno izpolnjen Svetim Duhom. Die Antwort ist, ich muss im Glauben beten. Odgovor je, moram moliti z vero. Galater 3, Vers 14 Galačanom 3,14 pravi, dass wir den verheißenen Geist empfangen durch den Glauben. Obljubljenega duha prejmemo z vero. 3,14. Eine andere Übersetzung sagt, Neki drugi prevod pravi, damit wir alle durch vertrauenden Glauben den Geist erhalten, den Gott versprochen hat. Da bi vsi z zaupanjem in vero dobili duha, ki ga je Bog obljubil. Das Geheimnis ist also, ob ich im Glauben um den Heiligen Geist bete Skrivnost je v tem, ali z vero molim za Svetega Duha. und nach meiner Bitte auch überzeugt bin, ihn empfangen zu haben. In če sem po svoji prošnji prepričan, da sem ga prijel. Dafür hat Gott uns eine wunderbare Hilfe gegeben. Zato nam je Bog dal čudovito pomoč. Und diese Hilfe nennen wir Beten mit Verheißungen. A ta pomoč se imenuje molitev z obljubami. Und was ich jetzt sage, hat Schwester Weid zu Predigern gesagt. To, kar vam bom rekel, je že sestra Vajt rekla pridigarjem. Unterrichtet sie, Poučujte jih, wie man sich Christus übergibt, kako se izročiti Kristusu, wie man glaubt kako verovati und wie man die Verheißungen Gottes in Anspruch nimmt. in kako vzeti upoštev Božje obljube. Wir wollen nun ein kleines Beispiel haben, damit wir erkennen, was es mit diesem Beten mit Verheißungen auf sich hat. Bomo si vzeli en majhen primer o tem, kaj to pomeni moliti z obljubami, misleč na obljube. Angenommen, mein Kind geht in die Schule, Recimo, nek otrok hodi v šolo. ist schwach in Englisch, Je slab v angleščini das macht mich besorgt. in to me skrbi. Ich sage meinem Buben oder meinem Mädchen, In svojemu sinku ali hčerki rečem, hör, lerne fleißig Englisch. čuj, marljivo se uči angleščine, Das ist heute die Weltsprache. kar ti to je danes svetovni jezik. Wenn du fleißig lernst Če se boš marljivo učil und im nächsten Zeugnis eine gute Note in v bekommst, naslednjem spričevalu dobiš dobro oceno, dann bekommst du von mir 20 Euro. potem boš dobil od mene 20 evrov. Und wenn ich Zeit habe, werde ich helfen und dich Vokadeln abhören. In če bom imel čas, ti bom pomagal in ti pri slovarju, pri besedah slovarja. Ich will also, dass mein Kind besser in Englisch wird als Vater. Hočem, da je moj otrok boljši kot jaz. Deswegen
gebe ich ihm die Anregung und das Versprechen. Zato mu bom dal tudi spodbudo in obljube. Das Kind lernt jetzt fleißig, In zdaj se otrok marljivo uči. bekommt eine gute Note, Dobi dobro oceno, kommt mit dem Zeugnis nach Hause prihaja z spričevalom domov, und macht die Haustür auf odpre vrata hiše und ruft, Papa, in kliče, oči, 20 Euro. 20 evrov. Warum ist das Kind so überzeugt? Zakaj je ta otrok tako prepričan o tem? Es hat ein Versprechen gehabt Dobilo je obljubo und hat die Bedingung eingehalten. in je se sam pridrževal pogojev. Und dann ist heute noch normal, Tudi danes je normalno, dass das eingehalten wird. da se jih drži. Wir wollen noch 2 Ausnahmen betrachten. Vendar bomo tudi se pogovorili o dveh izjemah. Angenommen, es ist gerade der 31. des Monats. Recimo, da je danes 31. v mesecu Ich habe gar keine 20 Euro in mehr. jaz nimam tisti dan teh 20 evrov. Da muss ich sagen, es tut mir leid, ich habe das gar nicht. Potem lahko rečem, žal mi, ampak jih nimam. Kann das Gott passieren, dass er etwas nicht hat, was er uns versprochen hat? Ali se lahko Bogu zgodi, da nima nečesa, kar nam je obljubil? Unmöglich. Nemogoče. Ein anderer Fall, Drugi primer. ich habe ein Pädagogikbuch studiert Sem študiral oziroma proučeval eno knjigo iz pedagogike. und da vzgoje. steht drin, man soll die Kinder nicht mit Geld zum Lernen anspornen. In tam piše v tej knjigi, da ni dobro otrok z denarjem stimulirati za učenje. Jetzt habe ich meine Meinung geändert. A zdaj sem spremenil svoje mnenje Und ich sage meinem Kind, das tut mir furchtbar leid. in rečem otroku, strašno mi je žal, Aber was ich dir versprochen habe, war verkehrt. to, kar sem ti obljubil, je bilo napačno. Ich kann dir das leider nicht geben. Ne morem ti tega dati. Könnte das bei Gott eintreten, dass er hinterher seine Meinung geändert hat? Ali se pri Bogu zgodi nekaj takega, da bo kasneje spremenil svoje mnenje? Unmöglich. Nemogoče. Wenn ich also nach dem Willen Gottes bete, Če torej molim, da se zgodi Božja volja, mit einer Verheißung z obljubo und habe die Bedingung erfüllt, in sem izpolnil pogoje, dann gibt es nur eines, dass Gott es erhört hat. potem bo samo eno, kar bo Bog uslišal. Der größte Erweckungsprediger der Neuzeit, Največji pridigar prebujenja v novem času, Charles Finney, Charles Finney, man schätzt, dass 500.000 Menschen sich bekehrt hat auf seine Verkündigung. ocenjuje se, da se skoraj 500.000 ljudi spreobrnilo zaradi njegovih pridig. Er sagt, wann sind wir verpflichtet zu glauben, Ko smo zavezani verovati, dass wir sicher bekommen werden, was wir erbitten? da bomo zagotovo dobili to, kar prosimo. Antwort, Odgovor, wenn wir den Beweis haben, ko imamo dokaz, dass Gott es uns geben wird. da nam Bog bo to dal. Solche Beweise, Takšni dokazi, die zum Glaubensgebet verpflichten, ki nas zavezujejo k molitvi z vero, sind folgende. so naslednji. Der eine Fall ist, Prvi primer, wenn Gott eine bestimmte Verheißung gegeben hat, ko nam je Bog dal neko določeno obljubo, zum Beispiel was die Gabe des Heiligen Geistes betrifft. naprimer, kar se tiče daru Svetega Duha, Nach Lukas 11, Vers 13, glede na Luka 11:13, wenn schon ihr sündige Väter euren Kindern gute Gaben če pa gebt, vi hudobni očetje vašim otrokom dajete dobre darove, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, Koliko- die ihn bitten? več bo nebeški oče dal Svetega Duha tistim, ki zanj prosijo. Auf diese spezielle und bestimmte Zusage Gottes hin Glede na to določeno Božje obljubo, sind wir verpflichtet zu glauben, smo zavezani verovati, dass wir diesen Geist bekommen, wenn wir bitten. da bomo prejeli Duha, kadar prosimo.
da noch die Möglichkeit in Zweifel ziehen, pa še možnost, da dvomimo, ist eine Lästerung. je grdoba, da rečemo, slaba stvar. Ne. Das heißt, To pomeni, einen Zweifel da zu erheben, to pomeni, če podvomimo, wo Gott keinen zugelassen hat. tam, kjer Bog tega ni dovolil, Es heißt, Gott anzuklagen, pomeni Boga obtoževati, dass unaufrichtig sei. da je nepravičen. Es ist so viel, als wenn man zu ihm sagte, To je toliko, kakor da bi mu rekli, lieber Gott, wenn du wirklich die Absicht hast, dein Versprechen zu halten, dragi Bog, če si zares se odločil, da boš svojo obljubo držal, dann gib mir diese Gabe. potem mi daj ta dar. Und Ellen White sagt Folgendes: Ellen White pravi sledeče. Meine Geschwister, bittet um den Heiligen Geist. Dragi brati in sestre, prosite za Svetega Duha. Gott steht hinter jeder Verheißung, die er gegeben hat. Bog stoji za vsako obljubo, ki jo je dal. Sagt mit eurer Bibel in der Hand: Recite s Svetim pismom v roki. Ich habe getan, wie du gesagt hast. Storil sem tako, kot si ti naročil. Ich halte dir deine Verheißung vor. Tvojo obljubo ti zdaj pred očmi držim. Bittet, so wird euch gegeben. Prosite in vam bo dano. Mit der Bibel in der Hand Gott sagen: Herr, du Torej, hast es s gesagt. Svetim pismom v roki naj rečemo Bogu, Bog, ti si to obljubil, ti si to rekel. An anderer Stelle sagt sie: Na drugem mestu pravi, Glaube gründet sich auf die Verheißungen Gottes vera temelji na Božjih obljubah und beansprucht sie als Bürgschaft, dass tun wird, wie gesagt hat. in jo treba vzeti kot zagotovilo, da bo naredil to, kar je obljubil. Nun eine erste Verheißung, die Gott uns gegeben hat für dieses Beten. In sedaj prva obljuba, ki jo je Bog dal za to molitev. 1. Johannes 5, Vers 14 und 15. 1. Janez 5, 14 in 15. Merkt euch die Stelle an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Zabeležite si to mesto v Svetem pismu, če že niste. 1. Janez 5, 14 in 15. Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu ihm, In to je zaupnost, ki jo imamo z njim, dass, wenn wir etwas bitten nach seinem Willen, so hört uns. on nas usliši, kadar ga prosimo po njegovi volji. Gott gibt uns hier eine Generalzusage. Tukaj nam Bog daje eno splošno zagotovilo. Wenn wir nach seinem Willen beten, hört das. Če prosimo po njegovi volji, bo uslišal. Wann hört das? Kdaj bo uslišal? Das steht im nächsten Vers, in To piše v naslednji vrstici, Vers 15. 15. Und wenn wir wissen, dass alle unsere Bitten nach seinem Willen erhört, In če vemo, da nas vsem posluša, za karkoli ga prosimo, so wissen wir, tudi vemo, dass die Bitten, die wir für ihn gebracht haben, da že imamo, kar smo ga prosili. uns schon gewährt sind. Torej, da nam je že dano, kar smo prosili. Wenn wir mit Verheißungen beten, Če molimo z obljubami, werden wir im Augenblick des Betens erhört. bomo v trenutku molitve uslišani. Da ist aber noch was zu beachten. Tukaj je pa treba imeti še nekaj v mislih. Ich habe das gelernt beim Beten mit Gebundenen. To sem se naučil pri molitvi z odvisneži. Hvala. Morgen in der ersten Stunde geht es um Befreiung von Gebundenheit durch Jesus. Zjutraj gre pri tej jutranji molitvi za molitev osvoboditve od odvisnosti. Ich werde morgen Jutri zjutraj bomo o tem govorili. Tako. Okay. Jutri zjutraj bo ta tema. Ich werde morgen ausführlich erzählen, wie Gott einen Mann freigemacht hat
von 60, 70 Zigaretten am Tag. Jutri zjutraj vam bom povedal, kako je Bog osvobodil človeka, ki je kadil 60-70 cigaret na dan. Sofort ohne Entzugsentscheidung. Takoj, brez kakršnih koli odtegnitvenih težav. Wie ihn 14 Tage später freigemacht hat vom Tabak. Kako je 14 dni kasneje bil prost tobaka. Er hat 10, 14 Flaschen Bier getrunken jeden Tag. Ki je tudi pil 10 do 14 piv na dan. Sofort frei, ohne Takoj prost, Entzugsentscheidung, brez odtegnitvenih težav. wenn Gott uns frei macht. Ko nas Bog osvobodi, Das morgen früh. jutri zjutraj. Das Beten mit Verheißungen, im Moment sprechen wir über die grundlegende Sache. Molitev z obljubami, sedaj govorimo o osnovni stvari. Anschließend, wie wir das anwenden dürfen für den Heiligen Geist. Kasneje bomo o tem govorili, kako to lahko uporabimo za Svetega Duha. Und morgen früh, wie wir das machen dürfen bei Gebundenheit. In jutri zjutraj, kako to uporabimo pri odvisnostih. Wir werden also erhört im Moment des Betens. Uslišani smo v trenutku molitve. Aber bei der Befreiung der Gebundenen habe ich Folgendes gelernt. Toda pri osvoboditvi odvisnikov sem se naučil naslednje. Nach diesem Gebet haben sie überhaupt nichts gemerkt. Po tej molitvi niso ničesar opazili. Aber zum Beispiel der mit 60, 70 Zigaretten, Tisti, recimo, ki je kadil 60-70 cigaret, nach 5, 6 Stunden hat er gemerkt, Po er hat petih, kein Verlangen 6 mehr. urah je videl, da ni imel več hrepenenja po cigareti. Ne? Er hat also sofort die Befreiung im Glauben empfangen Takoj je sprejel z vero osvoboditev, und ein paar Stunden später, nekaj ur kasneje wo er es gemerkt hat in der Praxis. je opazil v praksi. Und das kann durchaus sein, wir empfangen sofort im Glauben. Torej, to lahko vidimo, da nekaj sprejmemo takoj z vero, Wir haben keine besonderen Gefühle dabei. nimamo pri tem nobenih posebnih občutkov. Aber irgendwann merken wir, dass Gott eingegriffen Toda hat. enkrat, kadarkoli bomo videli, da je Bog posegel. Dass die Bitten, die wir vor ihn gebracht haben, uns schon gewährt sind. Da so nam prošnje, ki smo jih iznesli predanj, že ugodene. Eine andere Übersetzung sagt, dann wissen wir auch, dass wir das von ihm Erbetene bereits besitzen. Nek drugi prevod pravi, tedaj bomo vedeli, da od njega obljubljeno že posedujemo. Und Jesus hat das selbst bestätigt in Jesus Markus je 11, Vers tudi to sam 24. potrdil v Marku 11:24. Dort sagt Jesus, Pravi Jezus, darum bei allem, was ihr im Gebet erbittet, zato karkoli v svoji molitvi prosite, glaubt nur, dass ihr es empfangen habt, verujte, da ste že prejeli so wird es euch zuteil werden. in vam bo dano. Also, wenn ich glaube, dass ich es empfangen habe, Torej, če verujem, da sem prejel, dann wird es mir in der Praxis zuteil. potem mi bo dejansko to dano. Seit mir das klar ist, mache ich mir, wenn ich bete mit Verheißungen, keine Sorge mehr, wann ich das empfange. Odkar mi je to jasno, nikoli več me ne skrbi, kdaj bom kaj dobil. Ich empfange es zur rechten Zeit. Prejmem o pravem času. Ich bin nicht sicher, das haben viele Bibelübersetzer selbst nicht erkannt, wie dieser Zusammenhang ist. Nisem prepričan, kajti mnogi prevajalci Svetega pisma niso to vedeli oziroma se znajdli pri tem. Ich weiß nicht, ob es in der slowenischen Ne vem, kako je Übersetzung v ist. slovenskem prevodu. Das Beten mit Verheißungen Molitev öffnet uns die Schatzkammer Gottes. z obljubami nam odpira zakladnico Božjo. Ellen White sagt, Ellen White pravi, wir dürfen große Dinge erwarten, lahko pričakujemo velike stvari, wenn wir seinen Verheißungen glauben. če verujemo njegovim obljubam. Noch zur Vorsicht, In zdaj eno opozorilo, es gibt zwei Gruppen von Verheißungen. obstajate dve skupini obljub.
Es gibt geistliche Verheißungen, Obstajajo duhovne obljube, die für jeden Menschen zu jeder Zeit gelten. ki veljajo za vsakega človeka ob vsakem času. Zum Beispiel, wenn ich um Vergebung bitte, dass ich Vergebung Recimo, empfange. kadar prosim za odpuščanje, da bom dobil odpuščanje. Wenn ich bete um den Heiligen Geist, dass ich ihn empfange. Kadar molim za svetega duha, da ga bom dobil. Die geistlichen Verheißungen gelten immer und für jeden Duhovne Gläubigen, obljube veljajo vedno in za vsakega vernega. für jeden, der Gott vertraut. Za vsakega, ki zaupa Bogu. Aber dann gibt es die sogenannten zeitlichen Vendar so Verheißungen, tudi tako imenovane začasne ali časovne obljube. das bedeutet, es sind Verheißungen, die Gott einmal so und einmal anders erhöhen Torej, kann. to so obljube, ki jih Bog lahko enkrat tako, drugič drugače usliši. Zum Beispiel Naprimer, in Jesaja 43, Vers v 2 Izaiju steht, 43, 2 stoji, musst du durchs Feuer gehen, če greš skozi ogenj, so bleibst du unversehrt. ne bo te ožgal. Keine Flamme wird dir etwas anhaben Torej, können. noben plamen ti ne bo nič storil. Wir wissen alle, die 3 Männer im Feuerofen, Vsi vemo o 3 možeh v peči. ein enormes Wunder Gottes. Zgodila se je en ogromen čudež Božji. Man hat an ihnen nicht mal einen Brandgeruch festgestellt. Na njih niso mogli niti povohati dima. Auf der anderen Seite, Na drugi strani wir wissen, dass Hus und Hieronymus in Konstanz auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden. vemo, da sta Hus in Hieronim v Konstanci izgorela na grmadi. Und andere Märtyrer, In drugi mučenci. haben die nicht gebetet? Mar niso tudi oni molili? Jeder, der auf den Scheiterhaufen kommt, betet. Vsak, ki pride na grmado, moli. Hat Gott sie nicht erhört? Mar ni Bog njih slišal? Er hat sie erhört, Ja, slišal jih je. aber nicht auf eine Art und Weise, die wir erwartet hätten. Vendar ne na način, katerega smo mi pričakovali. Was mir klar gemacht hat, dass Gott sie erhört hat, ist Folgendes. Tisto, kar mi pojasnjuje, oziroma govori, da jih je Bog slišal, Ihr könnt das im großen Kampf nachlesen. sicer to lahko berete v velikem boju, Die päpstlichen Berichterstatter, papeški poročevalci, die Augenzeugen dieses Todes waren, tisti, ki so pač bili priče tega dogodka, die haben geschrieben, so zapisali, beide ertrugen den gewaltsamen Tod mit standhaftem Gemüt oba sta prenesla nasilno smrt z dostojno držo und bereiteten sich auf das Feuer vor, in sta se pripravila na ogenj, als ob sie zu einem Hochzeitsfest geladen wären. kot bi bila povabljena na poroko. Sie gaben kein Schmerzenslaut von sich. Nista pustila nobenega glasu trpljenja, bolečine. Als die Flammen emporschlugen, fingen sie an, Loblieder zu singen. Ko so ognji se povzdignili, sta začela pripevati hvalnice. Und kaum vermochte die Heftigkeit des Feuers ihrem Gesang Einhalt zu tun. In komaj, da bi moč ognja lahko utihnila njuno pesem. Die hatten keine Angst vorm Scheiterhaufen. Nista imela strahu od grmadi, od ognja na grmadi. Und sie haben Loblieder gesungen in den Flammen. In sta prepevala hvalnice v ognju. Halte mal deinen kleinen Finger ins Feuer. Poskusite z mezinckom seči v ogenj. Ob du da Loblieder singen wirst. Ali boš tedaj prepeval hvalnice? Das zeigt doch, dass Gott ihre Gebete erhört hat. To nam pravi, da je Bog slišal njune molitve. Gott hat ihnen den Schmerz weggenommen, Vzel jim je bolečino, aber sie sind verbrannt. vendar sta izgorela. Die zeitlichen Verheißungen kann Gott so und so erhören, wie er nach seiner Einsicht es am besten hält. Časovne obljube Bog tako ali drugače usliša, kakor je pač po njegovi volji. Wenn unser wunderbarer Gott unser Gebet mit Verheißungen in dem Moment erhört,
ko naš čudoviti Bog v tem trenutku sliši naše molitve po njegovih obljubah, indem wir es vor ihn bringen, ko jih iznesemo predenj, was sollten wir dann als nächstes tun? kaj moramo potem sledeče storiti? Ihm dafür danken, Njemu se zahvaliti, dass uns erhört hat. da nas je slišal in uslišal. Und indem wir ihm danken, In ko se mu zahvaljujemo, bringen wir unser Vertrauen zum Ausdruck. mi izražamo svoje zaupanje. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du mir jetzt den Heiligen Geist geschenkt hast. Zahvaljujem se ti, Oče nebeški, da si mi sedaj dal Svetega Duha. Was noch wichtig ist, Kar je še bolj pomembno, unser Denken umzustellen. moramo spremeniti svoje razmišljanje. Nicht, dass wir denken, nicht, dass wir mit unserem Mund sprechen, lieber Gott, ich danke dir, Torej, ne da samo z ust govorimo hvala ti, Gospod, und da oben denken wir, hoffentlich hat er mich erhört. a v glavi si razmišljamo, upajmo, da me je uslišal. Dann wird er dich nicht erhören. Tedaj te ne bo uslišal. Mancher denkt, ich kann mir das nicht vorstellen. Nekateri si tega ne more predstaviti. Aber im Bereich des Glaubens gibt es viele Dinge, die wir uns nicht vorstellen können. To, da v področju vere je mnogo stvari, ki si jih ne moremo predstaviti. Ellen White hat gesagt, Ellen White je rekla, in der natürlichen Welt sind wir ständig von Wundern umgeben, v naravnem svetu smo stalno obkroženi s čudeži, die über unsere Fassungskraft hinausgehen. ki so nad našo močjo razumevanja. Sollte es uns dann überraschen, Ali nas potem lahko preseneti, auch im geistlichen Bereich auf unergründliche Geheimnisse zu da stoßen? bomo tudi v duhovnem področju naleteli na nepojasnjive dogodke. Ich habe aus der Literatur von Schwester White ein kleines Gebet gelernt, was mir sehr viel hilft. Iz knjig Ellen White sem se naučil ene majhne molitve, ki mi veliko pove. Sie schreibt, Piše, wenn du aber willig bist, willig gemacht zu werden, ko si voljan, da postaneš voljan, wird Gott dieses Werk für dich tun. bo Bog to delo storil zate. Wenn du irgendwo Schwierigkeiten hast, den Willen Gottes zu tun, Če imaš kjerkoli težave izvrševati Božjo voljo, bitte, Vater, vollbringe das in mir. Prosi. Mach du mich willig, prosi, willig zu Oče, sein izpolni für to v alles, meni, was du ustori, willst. da bom jaz voljan storiti vse, kar ti prosiš, zahtevaš. Wer über das Beten mit Verheißungen nachlesen will, Kdor želi brati o molitvi z obljubami, es ist einmal in der Broschüre enthalten. se nahaja v tej knjižici. Schwester White schreibt darüber in dem Buch Erziehung, Sestra White o tem piše tudi v knjigi Vzgoja, in dem Kapitel Glaube und Gebet. poglavju Vera in molitev. Nun Texte, Verheißungen über das Empfangen des Heiligen Geistes. Sedaj besedila, obljube o prejemu Svetega Duha. Lukas 11, Vers 13 haben wir schon erwähnt. Luka und 11, besprochen. 13 smo že omenili, o tem smo govorili. So denn ihr, die ihr arg seid, könnt euren Kindern gute Gaben geben. Torej vi, ki ste hudobni, če lahko dajete dobre darove svojim otrokom, Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. koliko več bo nebeški Oče dal svojega duha tistim, ki prosijo zanj. Ich darf beten, Lahko molim, Vater im Himmel, bitte schenke mir den Heiligen Geist. Oče nebeški, podari mi Svetega Duha. Du hast verheißen, Ti si obljubil, dass du ihn denen gibst, die ihn von dir erbitten. da ga boš dal tistim, ki ga od tebe prosijo. Und da du die Gebete erhörst in dem Moment, In ker v tem trenutku slišiš takšne molitve, danke ich dir, dass du mich bereits erhört hast sem ti hvaležen, ker si me že uslišal und mir jetzt deinen Heiligen Geist geschenkt in hast. si mi sedaj podaril svojega duha. Hab herzlichen Dank dafür. Iz srca ti hvala. Da ist die Bedingung, bitten. Torej, prvi pogoj je prositi. Nun ist ein wichtiger biblischer Gesichtspunkt, To je en
zelo pomemben svetopisemski pogled. Wenn die Bibel an verschiedenen Stellen über eine Angelegenheit spricht, Ko svetopismo na različnih mestih govori o eni stvari, dann sollten wir auch die anderen Bibelstellen in Betracht ziehen potem bi morali tudi ta druga svetopisemska mesta vzeti v poštev. und nicht nur die eine Stelle rausnehmen, die uns gerade gefällt. In ne vzeti samo tisto, ki nam je všeč. In Apostelgeschichte 5, Vers V 32, apostolskih delih 5, 32, ja. 32, apostolska dela 5, 32, Wir sind Zeugen dieser Geschichten und der Heilige Geist, smo priče tega dogodka, welchen Gott gegeben hat, denen, die ihm gehorchen. Moment. In mi smo priče teh dogodkov, pa tudi Sveti Duh, ki ga je Bog dal njim, ki so mu pokorni. Hier ist die Bedingung gehorchen. Tukaj je pogoj pokornost. Jetzt haben wir Poslušnost. zwei Bedingungen. Bitten Torej, und gehorchen. dva pogoja. Prositi, poslušati, biti Johannes pokoren. 7, Vers 37. Janez 7, 37. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije. Hier geht es um das Verlangen nach dem Heiligen Geist. Tukaj gre za hrepenenje po Svetem Duhu. Wenn ich feststelle, Ko ugotovim, ich habe zu wenig Verlangen, da sem premalo hrepenil, dann darf ich bitten, Herr, gib ein starkes Verlangen nach dem Heiligen Geist in potem mein moram Herz. prositi Boga, da mi da močno hrepenenje po Svetem Duhu, Das ist ein Gebet nach seinem Willen. da bo to molitev po njegovi volji, Hat es in diesem Moment schon erhört. ki jo je že v tem trenutku uslišal. Du fühlst das nicht Tega ne čutiš, und du merkst es nicht im Moment, ne opaziš, aber Gott hat es erhört. to da Bog je uslišal. Johannes 7, Vers 38 und 39 steht, Janez 7, 38 in 39 pravi, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, kdor veruje vame, von kakor des, pravi pismo, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. bodo iz njegovega osrčja tekle reke žive vode. Das sagt er aber von dem Geist, welchen empfangen sollten, die an ihn glaubten. To pa je rekel o duhu, ki ga bodo prejeli tisti, kateri so sprejeli vero vanj. Hier ist die Bedingung Glauben. Tukaj je pogoj verovati. Und Gott sagt, dass durch den Heiligen Geist Bog pravi, da po Svetem Duhu denen, die Jesus vertrauen, tistim, ki zaupajo Jezusu, nach dem Wort Gottes, po Božji besedi, Ströme lebendigen Wassers von ihrem bodo Leben fließen. pritekle reke žive vode. Ist das nicht ein wunderbares Bild für ein überfließendes und reiches Mar Leben? ni to čudovita slika enega obilnega življenja? Galater 5, Vers 16. Galačanom 5:16. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht erfüllen. Moment. Galater 5, Ja. 16. Galačanom 5:16. Pravim torej, živite v duhu in nikakor ne boste stregli po želenju mesa. Wir haben hier eine Verheißung, Tukaj imamo obljubo, die gleichzeitig ein Befehl ist. ki je istočasno ukaz. Aber was sagt uns Gott hier? Toda kaj nam pravi Bog? Wenn wir im Heiligen Geist leben, Če živimo po Svetem Duhu, werden wir die Lüste des Fleisches nicht erfüllen. ne bomo stregli po želenju mesa. 2 Verse weiter kommt eine lange Aufstellung über die Werke des Dve Fleisches, vrstici naprej pa je en tak dolg seznam del mesa, die wir nicht mehr tun müssen. ki jih ne smemo več početi. Wir sind nicht mehr innerlich gezwungen, Verkehrtes zu tun, Kajti nismo več
od znotraj prisiljeni, da delamo narobe. Gott macht uns frei davon. Bog nas je osvobodil tega. Aber wir können es tun, wenn wir so töricht sind. Seveda, lahko to počnemo, če smo tako neumni. Der Heilige Geist Sveti Duh bricht die Kraft der Sünde in unserem Leben. prinaša, odnaša moč greha iz našega življenja. Denkt mal an den Apostel Paulus. Pomislite na apostola Pavla. In Römer 7 sagt er, Rimljanom 7 pravi, das, was ich tun will, das tue ich nicht. to, kar želim, hočem početi, ne počnem. Und das, was ich nicht tun will, das tue ich. In tisto, kar nočem, Ich bin To ein počnem. fleischlicher Christ unter die Sünde verkauft, sagt er dort. jaz sem en meseni grešnik, ki sem prodan pod greh. Und in Römer 8, Vers 1 sagt derselbe Mann, In ta isti človek v Rimljanom 8.1 pravi, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. zdaj torej ni nobene obsodbe za tiste, ki so v Kristusu Jezusu. Denn das Gesetz des Geistes, Kajti postava duha, der da lebendig macht in Christus Jesus, ki oživlja v Kristusu Jezusu, hat mich frei gemacht me je osvobodila postave, vom Gesetz der Sünde und des Todes. torej postave greha in smrti. Der Heilige Geist in unserem Herzen, Sveti duh v naših srcih, wenn er dauerhaft in uns wohnt, kadar trajno stanuje v naših srcih, bricht er die Kraft der Sünde. zlomi ali pa uniči moč greha. Damit niemand auf falsche Gedanken kommt, möchte ich noch ein Wort sagen. Da ne bi mogoče kdo prišel do nekih napačnih misli, bom še nekaj povedal. Das bedeutet nicht, dass ich sündlos werde. To ne pomeni, da bom postal brezgrešen. Wir haben unsere sündhafte Natur, solange wir hier in dieser Welt leben. Doklerkoli bomo na tem svetu, bomo imeli našo grešno naravo. Aber dieser innere Zwang, Toda ta notranja prisila, Verkehrtes zu tun, da bi delali to, kar je narobe, der ist von mir weggenommen. nam bo odvzeta. Ich bin frei. Sem prost, svoboden. Es kann passieren, Lahko se zgodi, dass mir eine Sünde unterläuft, weil ich überrumpelt werde. da se pregrešim, zato ker sem pretentan. Oder weil ich mal meine Beziehung zu Jesus an einem Tag vernachlässigt Ali habe. pa mogoče, če zapustim moje razmerje z Jezusom kakšen dan. Oder weil ich mal töricht war. Ali ker sem neumen. Aber die Macht der Sünde ist gebrochen. Toda moč greha je zlomljena. Mir hat geholfen, das am besten zu verstehen, Pomagalo mi je, da to najbolje razumem, wenn man in einer Fabrik kadar v neki tovarni, Ferngläser herstellt, kjer se izdelujejo daljnogledi, dann ist die Schlussmontage pri končni montaži der Linsen, leč, die muss man in einem staubfreien Raum machen. te leče je treba, to zadnjo montažo je treba opraviti v prostoru brez prahu. Wenn auf den Linsen sich Staub absetzen würde Kajti, če bi se na leče postavil und man schaut dann durch das delček Fernglas, prahu, würde sich der Staub vergrößern. bi se z gledanjem ta prah povečal. Wie schafft man den staubfreien Raum? Kako lahko zagotovimo prostor brez prahu? Es wird gefilterte Luft hineingepresst Tako, in diesen Raum da se v ta prostor pod tlakom pušča zrak. und wenn die Tür aufgemacht wird oder das Fenster, Pod tlakom skozi filtre. dann geht der Luftstrom nach außen. In po drugem toku gre ta tok ven. So kann ich mir gut vorstellen, Tako si lahko predstavim, der Heilige Geist schafft in mir einen Überdruck gegen die Sünde. tako si to predstavim, da je Sveti Duh napravil en nadtlak preko greha, nad grehom. Und ich bete jeden Morgen Gott um Bewahrung, Vsako jutro prosim Boga, um seinen Schutz. da me ohrani, da mi da zaščito. Ich bitte ihn, bewahre mich vor Sünden aller Art.
Prosim ga, da me čuva od grehov vse vrsti. Bewahre mich davor, mich weltlichen Einflüssen auszusetzen. Da me ohrani pred posvetnimi vplivi. Oder nach weltlichen Ideen zu handeln. Ali da bi ravnal po posvetnih idejah. Bewahre mich vor verkehrtem Denken, Reden. Varuj me, Gospod, pred napačnim razmišljanjem, pred napačnimi idejami Tun und lassen. ali dejanji. Bewahre mich vor den gefallenen Engeln. Varuj me pred padlimi angeli. Bewahre mich vor meinem verdorbenen alten Wesen. Varuj me od mojega pokvarjenega starega bitja. Bewahre mich vor Versuchungen aller Art. Varuj me pred skušnjami vse vrste. Und bewahre mich vor allem Bösen. In predvsem me varuj pred vsem slabim, hudim. Und dann berufe ich mich für all diese Bitten auf 1. Johannes 5, Vers 18. In tedaj se sklicujem na Janez 5:18. Dort sagt das Wort Gottes, Tam Božja beseda pravi, wer von Gott geboren ist, ki je rojen od Boga, der sündigt nicht, ne greši. in Klammer gewohnheitsmäßig, V oklepajih običajno. sondern wer von Gott geboren ist, Ampak tisti, ki je rojen od Boga, den 3:18. den bewahrt er, Tega bo obvaroval und der Arge wird ihn nicht antasten. in ga hudič se ne bo dotaknil. 5:8. A 1. Janezov list 5:18. Johannes. 1. Johannes 5, Vers 18. Okay. 1. Janezov list 5:18. Gut. Geschwister, das Nicht-Sündigen, gewohnheitsmäßig, Torej, ne grešiti običajno ist nicht unser Verdienst, sodass wir ni naša zasluga, stolz sein da können. bi se zaradi tega morali biti ponosni. Es ist die Bewahrung Gottes To je pravzaprav Božja zaščita. und der Schutz Gottes vor dem Bösen. Božja zaščita pred hudim. Gott kann dabei auch bei uns mal eine Ausnahme machen, so wie das bei Hiob gemacht hat. Bog lahko napravi izjemo, kakor je tudi pri Jobu, Aber das wird sehr selten passieren. vendar to se dogaja zelo poredko. Gott hat in den letzten Jahren Bog je v zadnjih letih erlaubt, dass 2 Angriffe auf meinen Dienst gemacht wurden. dovolil, da je prišlo do 2 napadov na mojo službo. Ich habe jedes Mal gebetet, Vsakič sem prosil, molil, lieber Gott, ich will vor dir vergeben, was hier verkehrterweise gemacht wurde. dragi Bog, želim ti dati vse, kar sem narobe storil. Prosim te, da mi odpustiš vse, kar sem narobe storil. Aber du hast es zugelassen. Vendar ti si dovolil. Du wolltest mich dadurch irgendetwas lehren. Hotel si me na ta način nekaj poučiti. Vater, was wolltest du mir zeigen dadurch? Oče, kaj si mi hotel s tem pokazati? Und Gott hat mir 2-mal etwas Wertvolles gezeigt. In vsakič mi je Gospod nekaj vrednega, dragocenega pokazal. Die Angriffe haben den Angreifern überhaupt nichts gebracht. Napada nista tistim, ki sta to storila, ničesar prenesla. Aber für mich haben sie einen großen Segen ausgelöst. Meni pa sta storila veliki blagoslov. Epheser 3, Verse 16, 17, die haben wir schon Efežanom 3, studiert. 16, 17 smo že preučevali. Dass euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Torej, da vam da moč po bogatstvu svoje slave, stark zu werden durch seinen Geist, da ste po njegovem duhu močno utrdite an dem inwendigen Menschen, v notranjem človeku.
dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen Naj Kristus po veri prebiva v vaših srcih, und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet werdet, da bi tako ukoreninjeni in utemeljeni v ljubezni damit ihr erfüllt werdet mit aller Gottesfülle. mogli, torej to sem že prebral, ja? Das habe ich schon gelesen. Ja. Wir haben 5 Vers 18 studiert, werdet voll Geistes. Torej smo že preučevali prej, bodite napolnjeni z duhom. Aber wisst ihr, was das letzte Wort war, was Jesus auf dieser Erde gesprochen hat? Veste, kaj je bila zadnja beseda, ki jo je Jezus na tej zemlji izgovoril? Das allerletzte Wort, was er gesagt hat. Čisto zadnja beseda, ki jo je Jezus izgovoril. Nach diesem Wort wurde er gen Himmel Po gehoben. tisti besedi je bil potegnjen v nebesa. Die Jünger waren sprachlos, wie kann ein Mensch nach oben gehen? Učenci so ostali brez besed, kako lahko kakšen človek tako lebdi in se podvigne gor. Jesus hat ihnen gesagt, nach Apostelgeschichte 1, Vers 8, Glede na apostolska dela 1.8, Jezus je rekel, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen prijeli boste svetega duha und durch seine Kraft meine Zeugen sein. in boste moje priče po njegovi moči. Jesus macht auch uns Zeugen für ihn Jezus nas je storil za priče durch den Heiligen Geist. po svetem duhu. Er befähigt uns dazu, On nam to ukazuje, indem er uns umwandelt in unserem Wesen, in unserem Verhalten, in vielen Dingen. ko nas preobražuje v našem bitju, v naših dejanjih, Indem er vsem, uns Erfahrungen und Freude schenkt. ko nam podarja izkušnje in veselje. Er will, dass wir anderen Menschen erzählen, was Gott uns getan hat. On hoče, da mi drugim ljudem govorimo, kar nam je storil. Geschwister, Schlussworte, da wiederholt Sestre man in immer bratje. noch das Wichtigste. Zadnje besede vedno povedo tisto najbolj pomembno. Das war das letzte Wort Jesu auf Erden. To je bila Jezusova zadnja beseda na zemlji. Der nächste Vers sagt, nach diesem Wort Naslednja vrstica pravi, po teh besedah wurde er zusehends gen Himmel gehoben se je vzdignil pred njihovimi očmi und eine Wolke nahm ihn weg vor in ihren Augen. oblaga je zastrl njihovim pogledom. Geschwister, Sestre in bratje, der Heilige Geist ist etwas sehr Wichtiges. Sveti duh je nekaj zelo pomembnega. Und ich muss gerade zwischendurch ein Wort hier raussuchen. Vmes moram tukaj poiskati še eno besedo. Ellen White sagt, Ellen White pravi, es ist für einen Christen unentbehrlich, za enega kristjana je neizogibno, die Bedeutung der Verheißung des Heiligen Geistes zu verstehen da razume pomen svetega duha vor dem zweiten Kommen unseres Herrn pred Jesus. drugim prihodom našega Gospoda Jezusa Kristusa. In dieser Zeit, in der wir leben, V tem času, v katerem živimo, ist es besonders wichtig je posebno pomembno, zu studieren, was das Wort Gottes über den Heiligen Geist sagt kaj je Božja beseda rekla o svetem duhu. und danach zu leben. In tako, da živimo. Ich möchte kurz sagen, was Gott in meinem Leben getan hat. V kratkem bi povedal, kaj je Bog storil v mojem življenju. Als ich längere Zeit um den Heiligen Geist gebetet habe mit Ko sem Verheißungen. nekaj časa, dalj časa prosil Boga za svetega duha z obljubami. Ich habe zunächst überhaupt nichts gemerkt. V začetku nisem prav ničesar opazil. Und ich dachte, wenn ich bete, dann lenkt und segnet Gott. Pomislil sem, kadar molim, takrat Bog upravlja in daje blagoslove. Aber dann habe ich plötzlich festgestellt, ich habe viel öfter und viel tiefere Einsichten in das Wort Gottes. Potem sem nenadoma opazil, da imam
če dalje bolj globoke vpoglede v Božjo besedo. neue und ermutigende Einsichten Nove in opogumljajoče vpoglede. im Kampf mit Versuchungen, Tudi v boju z skušnjavami. habe ich festgestellt, dass ich siegreich bin. Sem ugotovil, da zmagujem. Die Gebetszeit ist mir viel kostbarer geworden und ist viel länger geworden. In čas molitve je postal bolj dragocen in daljši. Und ich habe viel mehr Gebetserhörungen. In imel sem če dalje več uslišanih molitev. Ich habe größeren Freimut und Freude, mit Menschen über Jesus zu sprechen. Imel sem večje veselje, da se z ljudmi pogovarjam o Jezusu. Ich lebe fröhlich und geborgen an seiner Hand. Živel sem veselo z zaupanjem v njegovi roki. Ich habe festgestellt, ich bin ausgeglichener geworden. Ugotovil sem, da sem postal bolj uravnovešen. In einer schwierigen Phase meines Lebens. V eni težavni fazi mojega življenja, Meine Frau war 4 Jahre krank und behindert. moja žena je bila 4 leta bolna in onemogočena Und dann ist sie vor 8 Jahren gestorben. in tedaj je pred 8 leti umrla. Gott hat mich in dieser Zeit wunderbar getragen V tem času me je Bog čudovito nosil und innerlich stark gemacht. in me znotraj okrepil. Ich habe in dieser Zeit erkannt, welche geistlichen Gaben Gott mir V geschenkt tem hat. času sem spoznal, kakšne duhovne darove mi Bog lahko podari. Eines Tages war ich überrascht. Nekega dne sem bil presenečen, Ich habe aufgehört sem prenehal zu kritisieren. kritizirati. Und wenn einer kritisiert in meiner Gegenwart, In če je kdo kritiziral v moji navzočnosti, ist mir ganz unwohl. mi je postalo nerodno. Und Nee, dann wo- habe ich festgestellt, In tedaj sem sklenil, dass zwischen dem allgemeinen Beten um den Heiligen Geist da med vsesplošno molitvijo za Svetega Duha und dem Beten mit Verheißungen um den Heiligen Geist in z molitvijo z obljubami za Svetega Duha, ein großer Unterschied ist. da je med tema dvema molitvama velika razlika. Wenn ich allgemein bete, Če vsesplošno molim, dann hoffe ich, dass ich erhört werde. tedaj upam, da bom uslišan. Wenn ich mit einer Verheißung bete, Če pa molim z obljubo, dann weiß ich, dass ich erhört worden tedaj bin. vem, da sem že uslišan. Die Veränderung ging ganz still vor sich. Sprememba je se dogajala čisto tiho. Noch eine Schlüsselstelle über Verheißungen. Še eno tako ključno mesto o obljubah, 2. Petrus 1, 2. Petrov list 1, prvo poglavje, Vers 3 und 4. 3. in 4. vrstica. Alles, was zum Leben und göttlichen Wandel dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Njegova božanska moč nam je podarila vse, kar je potrebno za življenje in pravo pobožnost. Gottes Wort sagt uns hier, Božja beseda nam pravi, Gott hat uns alles geschenkt, was wir im natürlichen Leben brauchen Bog nam je dal vse, kar potrebujemo v naravnem življenju und für das geistliche Leben. in tudi za duhovno. Lesen wir den Text weiter. Berimo naprej. Wodurch? Prek spoznanja tistega, Durch die Erkenntnis des, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. ki nas je poklical v svojo slavo in odličnostjo. Das ist eine Umschreibung Jesu. To je opis Jezusa. Jesus hat uns berufen. Jezus nas je poklical. Wenn ich also die innige Beziehung mit Jesus habe, Kadar imam ta notranji odnos z Jezusom, dann gilt jetzt Vers 4. potem velja vrstica 4. Durch sie, durch diese Beziehung zu Christus, Po njiju, torej po tem odnosu z Jezusom, sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, nam je podaril tiste dragocene in največje obljube, auf dass ihr dadurch da bi po teh teilhaftig werdet der göttlichen Natur, postali deležni božanske narave
die ihr entronnen seid der verderblichen Lust in der Welt. In ubežali pred svetno poželjivo pokvarjenostjo. Die Verheißungen haben große Bedeutung für uns. Obljube imajo veliki pomen za nas. Eine Schwester schrieb mir, Ena sestra mi je pisala, ich hatte es nie für möglich gehalten, nikoli nisem verjela, da je možno, dass es so einen Unterschied macht, da je takšna razlika, ob man mit eigenen Formulierungen oder mit Verheißungen aus der Bibel um Gottes Führung betet. če molimo z lastnimi formulacijami ali z obljubami iz Božje besede. Verheißungen waren mir vorher auch schon sehr wichtig. Tudi prej so mi bile obljube zelo pomembne. Ich habe genauso auf sie vertraut wie jetzt. Prav tako sem jim zaupala, kakor sedaj. Aber ich hatte versäumt, sie täglich in Anspruch zu nehmen. Vendar jih nisem vsak dan vzela v poštev. Mein Leben mit Jesus Moje življenje z Jezusom hat eine tiefere, ima globljo eine freudigere, in bolj veselo eine zuversichtlichere in bolj gotovo, und gelassenere Dimension bekommen. bolj sproščeno razsežnost. Gott sei Dank dafür. Bogu hvala za to. Da viele es nicht gewöhnt sind, mit Verheißungen zu beten, Ker pa mnogi niso navajeni moliti z obljubami, habe ich ein Beispielgebet in Sem die Broschüre v hineingenommen. knjižico zapisal eno vzorčno molitev. Es leicht erkennbar, es ist unterlegt. Boste jo našli, ker je na takšnem ozadju rjavem. Das ist lang gefasst, damit wir es lernen können. Tu je torej to napravljeno, da bi se naučili. Wenn wir es gelernt haben, Ko können smo- wir alle verkürzen. Ko smo se naučili, tukaj je dolga napravljena. Če pa se naučimo, lahko jo tudi skrajšamo. Es beinhaltet verschiedene Punkte. Kajti vsebuje različne točke. Zuerst, wie wir beten können um die tägliche Hingabe. Recimo, kako najprej prosimo za dnevno izročitev. Vater im Himmel, Oče nebeški, ich komme im Namen Jesu vor dich. prihajam pred te v imenu Jezusa. Du sagst, gib mir dein Herz. Ti mi praviš, daj mi svoje srce. Das will ich hiermit tun, To tukaj želim poudariti, indem ich mich dir heute erneut übergebe. ko se ti danes znova izročam. Und zwar mit allem, was ich bin und habe. In to z vsem, kar sem in imam. Danke, dass du dieses Gebet nach deinem Willen bereits erhört hast. Hvala ti, ker si to molitev že po svoji volji uslišal. Denn dein Wort sagt, Kajti tvoja beseda pravi, dass wir, wenn wir nach deinem Willen beten, da bomo, ko bomo molili po tvoji volji, wissen, vedeli, dass wir das Erbetene bereits besitzen. da smo to, kar smo prosili, že dobili. Und du sagst ja außerdem, In razen tega praviš, dass du niemand abweisen wirst, der zu dir kommt. da ne boš nobenega odklonil, ki prihaja k tebi. Da geht es um Hingabe. Tukaj gre za izročitev. Und wenn ich um Hingabe gebetet habe, dann weiß ich, ich stehe jetzt und heute in Ko Gottes sem Hand. molil za izročitev, potem vem že sedaj, da mi je to uslišano. Dann die Bitte um den Heiligen Geist. Potem prošnja za Svetega Duha. Jesus sagte, Jezus pravi, je rekel, wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, ko pa ste vi, ki ste hudobni, euren Kindern gute Gaben gebt, hvala, če torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre darove, wie viel mehr wird der Vater vom Himmel her koliko bolj bo nebeški Oče den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten. dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo. Du sagst weiter, dass du den Heiligen Geist denen gibst, die dir glauben, Nadalje si rekel, da boš dal Svetega Duha tistim, ki verujejo vate, die dir gehorchen ki so ti poslušni, und die sich immer neu erfüllen lassen ki so dovolili, da jih Sveti Duh prenovi, izpolni und die im Geist wandeln. in ki živijo v duhu.
Das ist auch mein Wunsch. To je tudi moja želja. Bitte erfülle dies alles in mir. Prosim, izpolni jo v meni. Aus diesem Grund bitte ich dich herzlich, Vater, Zato te, Oče, iskreno prosim, dass du mir jetzt den Heiligen Geist für heute schenkst, da mi daš danes Svetega Duha. dass eine Bitte nach deinem Willen ist. Ker je to prošnja po tvoji volji, Danke ich dir, se ti zahvaljujem, dass du mir den Heiligen Geist jetzt bereits geschenkt da hast. si mi zdaj že dal Svetega Duha. Da ging es um den Heiligen Geist, Tu je šlo za Svetega Duha, dass der Heilige Geist mich für heute erfüllt. da me danes izpolni Sveti Duh. Der nächste Teil geht um die Liebe Gottes. Naslednji del gre za Božjo ljubezen. Habe Dank, dass ich auch gleichzeitig deine Gottesliebe empfangen habe. Zahvaljujem se ti, da sem hkrati prejel tvojo božansko ljubezen, Denn dein Wort sagt, ker tvoja beseda pravi, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz Da je durch den Heiligen Geist. da je Božja ljubezen izlita v naša srca po Svetem Duhu. So will ich mit dem Psalmisten sagen, Želim reči skupaj s psalmistom, herzlich lieb habe ich dich, Herr, ljubim te, Gospod, moja moč. meine Stärke. Ja, moja moč. Danke, dass du ich dadurch auch meine Mitmenschen mit deiner Liebe lieben kann. Hvala ti, da lahko ljubim svoje bližnje s tvojo ljubeznijo. Dann kommt noch die Bitte um den Schutz Gottes. In tedaj pride tudi prošnja za Božje varstvo. Danke, dass du durch den Heiligen Geist die Kraft der Sünde in mir gebrochen wurde. Zahvaljujem se ti, da si po Svetem Duhu premagal moč greha v meni. Bitte rette und bewahre mich heute vor der Sünde, Prosim, reši in zaščiti me danes pred grehom vor der Welt. in svetom. Schenke mir vollen Schutz vor den gefallenen Engeln. Zaščiti me od padlih angelov, Bewahre mich vor Versuchungen reši me pred skušnjavami und reiße mich, wenn nötig, heraus in me po potrebi odleci proč und rette mich von meinem verdorbenen alten Wesen. in me reši pred mojo staro pokvarjeno naravo. Und dann noch das Schlusswort. In zaključek, Und bitte schenke mir, dass ich in Wort und Wandel dein Zeuge bin. prav tako prosim, da mi pomagaš biti tvoja priča v besedah in dejanjih. Habe Lob und Dank für die Erhörung meines Gebetes. Slavim te in se ti zahvaljujem, ker si slišal in uslišal mojo molitev. Ich wiederhole nochmal, das ist lang gehalten. Še enkrat ponavljam, to je dolga varianta, Nur damit wir es lernen können. zato da bi se učili. Und das Beten mit Verheißungen ist dazu da, dass wir Gott vertrauen, dass er es tut. Molitev z obljubami je zato tukaj, da mi zaupamo Bogu, da bo On to storil Und getan hat. in da je že. Wenn man es gelernt hat, können wir das alles kürzer machen. Kadar se naučimo, lahko to skrajšamo. Nachdem die Broschüre in Deutschland ein halbes Jahr draußen war, Potem, ko je ta knjižica bila že pol leta v Nemčiji, v prometu, v obtoku, habe ich ein E-Mail aus Düsseldorf sem bekommen. prejel elektronsko pošto iz Düsseldorfa. Mir wurde geschrieben, Bilo je napisano, wir machen mit der Broschüre Schritte zur persönlichen Erweckung erstaunliche Erfahrungen. s to knjižico smo doživeli presenetljive izkušnje. Viele Geschwister beten täglich das vorgeschlagene Gebet. Mnogi bratje in sestre vsak dan molijo to predlagano molitev. Wir beten es zu zweit. Molimo v dvoje. Ich selbst bete es seit 5 Monaten mit einer Freundin. Ja, sama to molim za svojo prijateljico že en mesec. Nicht nur im persönlichen Bereich geht es bei allen aufwärts. Ne samo na osebnem področju, da gre pri vseh navzgor. Das allen war gesperrt geschrieben. Vse to je bilo napisano gesperrt, zaprto. Kaj je? Ich habe rückgefragt, wie viel sind das? Sem vprašal, koliko vas je bilo? 20 Leute. 20 ljudi. Bei allen geht es aufwärts.
pri vseh gre navzgor. Es wird gereinigt im Haus, Čisti se v hiši, in den Beziehungen, v odnosih, in der Ehe, v zakonu, geistlich, duhovno, in der Gemeinde, v cerkvi, aber nicht so, dass es Riesenkonflikte gibt, vendar ne tako, da prihaja do nekih velikih konfliktov, sondern es geschieht auf eine leise, selbstverständliche Art. vendar se dogaja na tihi, samoumevni način. Wir sind sehr verwundert Smo zelo začudeni und sehen darin Gottes Klärungsprozesse, in pri tem vidimo postopke Božjega čiščenja, die das Leben leichter machen, ki lajšajo življenje, da wir Gottes Nähe mehr und mehr verspüren. ker čutimo Božjo bližino vsak dan bolj. Neulich sagte eine Schwester zu mir, Pred kratkim mi je rekla ena sestra, so habe ich mir immer vorgestellt, tako sem si vedno predstavljala ein gutes, Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Življenje, ki je Bogu všeč. Aber da standen zu viele Schwierigkeiten dazwischen. Vendar bilo veliko težav vmes. Endlich wird mein Traum wahr. Končno so postale moje sanje uresničene Und das ist erst der Anfang. in to je šele začetek. Gott schenke auch jedem von euch Naj Bog podari vsakemu od vas neue und große Erfahrungen. nove in velike izkušnje. So wie der Prediger von Amerika schrieb, Kakor je pisal tisti pridigar iz Amerike, es sind Siege in seinem Leben eingetreten, so nastale zmage v njegovem življenju, die er nie für möglich gehalten ki hat. jih prej nikoli ni imel za možne. Der Einfluss des Heiligen Geistes ist das Leben Christi in uns. Vpliv Svetega Duha je Kristusovo življenje v nas. Letzte Frage. Zadnje vprašanje. Kann man immer geistlich bleiben? Ali lahko vedno ostanemo duhovni? Viele haben eine falsche Auffassung. Mnogi imajo eno napačno pojmovanje. Sie meinen, wenn mir eine Sünde unterläuft, Mislijo, da če se jim zgodi greh, dann bin ich wieder fleischlich geworden. da so ponovno postali telesni. Das ist nicht der Fall. To ni tako. Wir werden dann wieder fleischlich, Mi postanemo šele tedaj ponovno meseni, wenn wir Unglauben aufkommen lassen. če pustimo, da pride do nevere. Wenn wir also nicht mehr um Vergebung einer Sünde bitten zum Beispiel. Če prenehamo prositi recimo za odpuščanje greha, Es ist doch genauso mit unseren Kindern. tako je tudi z našimi otroki. Wer hat nicht als Kind mal nicht gefolgt? Kdor od nas ni, kakor otrok, včasih bil neposlušen. Kam dann der Vater oder die Mutter und hat gesagt, hinaus vom Haus, du bist nicht mehr mein Kind? Ali je tedaj prišel oče ali mati pa rekel, ven iz hiše, nisi moj otrok. Wir sind das Kind geblieben, Kot otroci smo ostali otroci. aber es war ein Problem da. Vendar je bila težava. Vielleicht konnte das Kind uns nicht mehr in die Augen schauen. Mogoče nas otrok ni mogel več pogledati v oči. Es bedurfte einer Klärung. Potrebovalo je neka vrsta razjasnitve. So ist es auch da. Tako je tudi tukaj. Wir bleiben geistlich, solange wir im Glauben bleiben, wenn wir die Beziehung zu Jesus pflegen. Duhovni bomo ostali toliko časa, kolikor bomo obdržali vero in bomo negovali odnos z Jezusom. Und das Beten mit dem Heiligen Geist Molitev za Svetega Duha ist ein wunderbarer Weg Gottes für unser Leben. je čudovita pot, ki jo lahko doživimo z Bogom. Wann willst du zum ersten Mal, wenn du es bis jetzt noch nicht getan hast, Kdaj boš prvič, če do sedaj tega nisi storil, um den Heiligen Geist beten? molil za Svetega Duha? Wäre nicht morgen früh der rechte Zeitpunkt? Mar ni jutri zjutraj pravi trenutek?
Wenn wir diesen Weg gehen wollen, dann sollten wir morgen beginnen. Če se želimo podati na to pot, potem moramo jutri začeti. Wenn wir das vor uns herschieben, Če bomo to prestavljali, in 8 oder 14 Tagen haben Tschüss. wir alles vergessen. 8 do 14 dni bomo vse pozabili. Ich wünsche euch den Segen Gottes, wenn ihr morgen das erste Mal mit Verheißungen um den Heiligen Geist betet. Želim vam Božjega blagoslova, ko boste jutri prvič prosili za Svetega Duha. Amen. Amen. Ich bitte euch zum Gebet aufzustehen. Prosim, da vstanete za molitev. Unser Vater im Himmel, Naš nebeški Oče, hab herzlichen Dank für deine große Liebe. iz srca naj ti bo hvala za tvojo veliko ljubezen. Habe Dank, dass du unser Leben reich machen willst. Hvala ti, ker želiš, da naše življenje postane bogato. Jesus hat gesagt, du willst Ströme des lebendigen Wassers von uns fließen lassen. Jezus je rekel, da ti želiš, da se reke žive vode od nas poteko. Hab Lob und Dank dafür. Hvala naj ti bo in slava za to. Und danke, dass du jedes Gebet im Glauben erhörst, Hvala ti, ker slišiš vsako molitev z vero, nach deinem großen Gotteswillen. ki je po tvoji veliki Božji volji. Danke, dass du unser Leben gebrauchen willst, Hvala ti, ker želiš uporabiti naše življenje, unser eigenes Leben reich zu machen da bi obogatili naše lastno življenje, und dass wir im Wandel und im Wort da tudi v delu in besedi ein attraktives Leben führen, živimo privlačno življenje, damit auch unsere lieben und andere Menschen zu Jesus kommen da wollen bi naši mili in dragi in drugi ljudje prišli k Jezusu und errettet werden. in tako bili rešeni. Hab herzlichen Dank dafür. Naj ti bo iz srca hvala za to. Amen. Amen.